klasse Atmosphäre heute in diesem Stadion. Beide Mannschaften haben sich bisher so ein bisschen eingetastet in diese Saison. Und von daher gesehen könnte das heute für beide ein richtungsweisendes Spiel sein. Auf jeden Fall, Tom, das Stadion erstaunlich gut gefüllt. Die Fans halten ihrer Mannschaft die Treue und ich hoffe für die Zuschauer, dass die Mannschaft das auch belohnt, indem sie besonders gut spielt. Also das wird eine richtig packende Auseinandersetzung. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. Ein wunderbarer Pass. Der kann von weit draußen schießen. Tor, Führungstreffer für die Gäste. Und die Fans, die können es kaum glauben. Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Und das war wirklich klasse gemacht. Der Torhüter ohne jede Chance. Na, geht doch gut los hier und heute mit dem ersten Tor nach 6 Minuten. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Oh, schlechter Pass. Ja, sowas kann natürlich kein Schiedsrichter durchgehen lassen. Klare Sache, Freistoß. Das war ein klares Foul, genau vor der Strafraumgrenze, also da, wo man eigentlich nicht faulen sollte. Das ist eine richtig gute Freistoßposition. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Klasse Zweikampfverhalten, genau richtig getimt und schon ist der Ball da. Ja, klasse Aktion. Ja, die Fahne des Schiedsrichterassistenten ist oben, Freistoß. Ja, und das kann er. Die Pässe spielen aus dem Fußgelenk. Jetzt ist er ganz frei durch. So, jetzt ist er frei durch. Und was für ein Tor. Ein Tor mit absolutem Seltenheitswert. Klasse gemacht. Das Mittelfeld blitzschnell überbrückt. Sowas nennt man einen schulmäßigen Konter. Und daraus könnte was werden. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. Ja, das war abseits. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen, ja, korrekte Entscheidung.
Ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz. Jetzt ist er da. Genau richtig gesehen. Ja, klasse Kontermöglichkeit jetzt. Und direkt auf den Verteidiger gespielt. Gut gehalten, aber das könnte noch eine Chance sein. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Also das macht einen ganz souveränen Eindruck, wie die stehen da hinten. Hoch konzentriert. Sowas läuft unter dem Oberbegriff Ballkontrolle. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem für den Torhüter, diese Flanke. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Die ersten 45 Minuten sind vorbei und ich glaube, unterm Strich, da geht das 2:0 auch in Ordnung. Das Halbzeitresultat ist keine Überraschung. Sie haben sich in den ersten 45 Minuten einfach mehr Chancen erarbeitet. Ich denke, die Führung geht völlig in Ordnung. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Ein wunderschöner Pass. Herrliche Ballstaffette da über mehrere Stationen. Ja, da haben sie sich den Ball gleich wieder zurückerobert. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz. Zeige ich da eine Karte oder nicht? So, eindeutige Entscheidung vom Schiedsrichter, gelbe Karte. Ich weiß nicht, warum über diese gelbe Karte überhaupt diskutiert. Das war ein klares Foul. Kopfballspiel, das ist halt eine große Stärke von ihm. Das war nicht einfach, auf die Distanz genau den eigenen Mann anzuvisieren. Ja, das Kopfballspiel, das hat er drauf, ohne Frage. Den Strafraum. Oh, das war kein guter Pass. Da ist er gleich dazwischen. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Ja, bloß weg damit. Oh, das hat er klasse gemacht. Und achten Sie mal drauf, der wird gleich schwanken. Also das sieht mehr nach einer Verletzung aus, aber es gibt nicht mal eine gelbe Karte für dieses Foul. Aber dem Foul hat er sich doch verletzt. Warum gibt der Schiedsrichter da nicht die gelbe Karte? Völlig unverständlich. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Ja, und das ist wichtig, dass der Torhüter mitspielt. Kein Problem. Der Torhüter klärt hier erstmal. Ja, beide
mit letztem gut mitgespielt vom Torwart. Ja, das ist schon klasse, wie der Verteidiger da hinten steht. Klasse, wie er den spielt. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Und es kommen gleich zwei neue Akteure in die Begegnung. Ja, den holt sich der Keeper. Ja, und der Keeper spielt den Ball weit übers Feld. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Nach vorne bringt jetzt 9 Schwung. So, jetzt müssen die Verteidiger aufpassen. Und da war er wieder auf dem Posten. Mensch, ist der Torhüter heute gut drauf, hat schon so viele Chancen vereitelt. Also die Führung ist bis jetzt nur ihm zu verdanken. Ein guter Ball über eine weite Entfernung. Im Strafraum, da sind schon die Stürmer. Jetzt muss er einfach flanken. Großartiges Zuspiel. Quer gespielt. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Gute Kopfballtechnik. Und so viele Spielunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur 2 Minuten nachgespielt. Ja, und der ist drin und jetzt sind die Fans nicht mehr zu halten. Ja, das ist doch ein immens wichtiges Tor. Jetzt werden die letzten Minuten noch spannender. Also der braucht ja eine ganze Menge Torchancen, aber irgendwann trifft er dann doch, so wie in dieser Situation. Flanke. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Ja, also sie waren am Ende ganz schön mit den Nerven fertig. Aber es hat so gerade eben noch gereicht. Knapper, aber verdienter Sieg beim Schlusspfiff des Schiedsrichters. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.